Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig und wir stürmen jetzt die Mana-Festung. Uah! Und die Mana-Festung hat auch ganz eigene Musik. Und das sind wohl Diener des Lichts hier, die Krabben, die sich hier schön aufpumpen. Also für Epileptiker ist die Mana-Festung auf jeden Fall mal nix, muss ich gleich an der Stelle sagen. So viel Lichter wie hier sind, meine Fresse. Ach Gott, ich erinnere mich so allmählich wieder dran, was hier alles kommt. Boah, ich muss echt sagen, ich habe ewig nicht mehr Secret of Mana gespielt. Das letzte Mal wirklich auf dem Super Nintendo. Aber ich erinnere mich so allmählich wieder, was so alles kommt. Speerkuper, Grabscher haben wir hier noch. Aber erstmal mit der Onyx-Peitsche hier rüber. Und die müssen wir auf jeden Fall noch erledigen, ja? Die Freaks hier. Und wie wir ja gehört haben, plante Tantalus hier das Supermonster zu erschaffen, indem er alle Kreaturen miteinander verschmelzt. Und nur der Mana-Drache kann diese Bestie vernichten. Und wir sind dann diejenigen, die dafür verantwortlich sind, den Mana-Drache zu töten. Also interessant wird es auf jeden Fall noch hier. Die Voodoo-Maske ist erledigt. Das waren noch eine wenige neue Gegner bisher. Die anderen folgen noch. Die Krabbe waren noch neu, glaube ich. Und die Dämonenritter, die kennen wir ja. So, der ist jetzt auch tot. Komm schon her, du. Dämonenritter. Ja, hier lungert schon ziemlich komisches Zeug rum. Höllehunde, ach, die kennen wir noch, die Zombie-Füchse rufen. Oh, Werwölfe. Yeah, und die Sinti-Mucke. Hier geht's ja ab wie Drecksau hier. Wir sind hier im Sinti-Himmel der Mana-Festung. So, du dappeter Wolf. Werwolf ist erledigt. Oh ja, definitiv. Ah, da ist er ja noch, der Hund. Flammenwand. Aber erst einmal will ich hier reingucken in die Kiste. Der Ackermann ist zwar verbrüht, aber ein Klauerorb haben wir noch kriegt. Ja, Gewitter erleid. Ist dann das zu packen? Nicht schlecht. Was so ein Werwolf alles bei sich haben kann. Erstaunlich alt. Okay, warten wir noch, bis die Helga wieder einigermaßen auf dem Damm ist. Dann können wir nämlich auch bald unser Klaue perfektionieren. Zur ultimative Klaue. So, da nochmal an den Klatscher vorbei. Das sind hier noch die erste Form. Die Klatscher haben wir das erste Mal, glaube ich, im Nachttempel getroffen. So. Und diese komischen Kristalle, die man hier fertig machen kann, dafür brauchen wir fertig machen. Ach Gott, was habe ich denn genommen halt? Die Kristalle, die man hier niedermähen kann, dafür brauchen wir nicht unbedingt die Axt. Wir können auch ein paar Mal einfach so drauf schlagen mit unserem Schwert. Und dann wird es auch wieder Gewitter erleid. Aber ich habe jetzt ein Level gekriegt. Das spart zumindest im Ackermann hier die Heilung. Gretel hat auch noch ein Level gekriegt. So, Mädels. Hinterher. Hinterher, habe ich gesagt. Ach, ihr seid doch auch so blöd, um aus dem Bus zu winken. Yes, ist erleid. So, dann mache ich das halt selber. Und hinterher. So, jetzt kommen sie zumindest nicht mehr fort. Meine Fresse, also ich muss sagen, die Mana-Festung ist ja schon cool gemacht, sehr futuristisch. Aber ja, es wirkt halt schon etwas arg epileptisch, muss man dazu sagen. Zack. Und zack, Speerkuper ist jetzt auch hinüber. Und Helga hat auch noch Level 58 erreicht. Sehr schön. Speerkuper ist vergiftet. Oh je. Du platzt da einfach der Höllehund. Moment. Uns hängt die Helga wieder irgendwo. So wird wieder gezittert. Höllenhund ist erledigt. Sofort. Jetzt ist er erledigt.
Ja, ja, Gegner mit nervige Stats, die sie MA hängen können. So ist der Stat, den die A hängen können, erheblich nervtötender und gefährlicher als der ganze Gegner für sich. Zumindest auf dem Level, was wir jetzt derzeit so erreicht haben. Oh! Uno momento, por favor. Das scheint ja der richtige Weg dann zu sein. Mädels. Och Mann, du bist doch echt so dumm. Du bist doch so dermaßen geistig am Arsch, Mädel. Jetzt muss ich extra wieder zurückkommen, weil du nicht um die scheiß Eck kommst. Und musst du dir die ganzen Viecher hier fertig machen. Oh, ist das ätzend. Ist das ätzend. Also da muss ich wirklich sagen, das sind die Stats, das Verbrühe und so weiter wesentlich lästiger als der ganze Gegner. Zombie-Fuchs ist erledigt. Ja, als ob. So, jetzt ist er erledigt. Jetzt kommt hinterher, ihr Waschweiber. Und dann do entlang. So. Ach Gott im Himmel. Erlebe ich's noch, Sweetheart. So. Jetzt. Ja, man muss sagen, du werd mal sehr schnell sehr gereizt bei der Sache mit der KI. Man ist doch heutzutage wirklich sehr viel verwöhnter, was sowas angeht. Das ist bei weitem immer noch nicht die cleverste KI, die man heutzutage hat, aber trotzdem immer noch besser als das, was man hier erlebt. Was man hier erdulden muss. Okay, dann... So, damit geht's, aber fix, aber zackig. Oh je. Das hat man jetzt nur die Mädels eingesperrt. Hierher kommen. Dann seid ihr auch nicht eingesperrt. So. Metallkrabbe ist erledigt. Mensch, wo geht's denn da hier überhaupt? Nö, da geht's nirgendwo hier. Nö. Na gut, dann weiter hier im Geschäft. Oh, euch kenne ich auch noch, ihr Quallensauger. Interessant, dass es euch noch gibt. Ja, bei mir darfst du ruhig gern mal Zaubersog machen, das wird ja nichts bringen. Und noch ein paar Klatscher. Mittlerweile soll ich mir wirklich hier die Dinger aufmachen, dass da wieder ein Orb drin ist. Und Walnuss. Ja, okay. Wo warst du, als ich dich im Nebelvulkan gebraucht habe? Zack. Und zack. Sehr schön. Das war mal die Klatscher so platt gemacht, wie ich mir das wünsche. Und Ente. Ente, Ente, Ente. Ganz. Panikente ist vergiftet. Nein! So wollte ich doch einfach nur reingehen. Ohne große Trara und sonst was. So, dann lass mich wieder mal durch hier. Aha, du kann ich mich anscheinend beamen. Oh. Noch ein Vampir. Interessant. Ich glaube, du dürfte Laterne helfen. Wo ist er dann? Okay. Ja, der Zauber ist so schon mächtig genug. Wie hieß der überhaupt? Qualenfürst. Naja, besser als der Quallenfürst. Also komm schon. Du neumodischer Vampir. Gretel ist vergift. Und so gilt beim Laser Inferno, je mächtiger der Zauber, desto dicker die Strahler. Und wie viel Schaden macht er? Oh ja, nicht schlecht. Nicht verkehrt. Jawohl, Gretels Zauberlevel ist gesticker. Laterna erreicht Level 2. Perfekt. Und wie viel macht er jetzt an Schaden? Ui. Das brauchen wir auf jeden Fall für den Schluss vom Spiel. Der zweitletzte Bossgegner, der ist auch sehr gegen Laterna anfällig und das habe ich am liebsten schnell erledigt. So. Und sie hat nur noch 3. Dann kriegt sie erstmal Walnüsschen. Dann kann sie jetzt nämlich noch einmal ein bisschen Laterna drauf donnern.
Ich hab gesagt, du kannst ein bisschen Laterne drauf donnern, also, ne? Das heißt normalerweise zaubern in meiner Spruch. So. 296 Schade, ja, nicht schlecht. Sehr schön. 297 Schade, ja. Wenn man in der Regel so 300 Schade macht, ist das die 8 MP dann schon fast wert, würde ich sagen. 330, da wurde aber bestimmt noch was drauf gestapelt vom Attacke. Von einer normalen physischen Attacke oder so. Ja komm, ein bisschen können wir uns doch erlauben. $327, nicht verkehrt. Wirklich nicht verkehrt. Okay, Anna machen wir noch. Und mehr geht eh nicht mehr. Ja, das ist sich gegenseitig gemasht. Ja, sag jetzt, die Gretel ist tatsächlich der Hades-Granate ausgewichen. Nicht verkehrt. Kleinova. Gretel ist konfus. Dann könnten wir aber mal in der Zwischenzeit einfach mal mit Vesuvio gegenhalten. Probieren es mal mit der Blutgranate aus, ob die noch was reißen kann. Ah, nicht sonderlich. Komm runter, du Mistkerl. Ja, okay, noch müssen wir nicht heilen. Ja, toll, natürlich genau dann, wenn ich attackiert werde. Achtung, der kommt runter. Ja. Natürlich. Genau dann, wenn ich mal... Ja, jetzt kommt er wieder runter und macht wieder alle bewusstlos. Scheißkerl, Elender. Okay. Helga ist hinüber. Na, klasse. Das heißt, die kann ich erstmal wiederholen. Und... natürlich mit schön viel Karacho auf die Gretel drauf. Und die kann jetzt erstmal alle heilen, würde ich sagen. Verstehst du die menschliche Sprache nicht, Gretel? Noch einmal ganz blöder. Schorle! Ala. So, gut, die Riesling-Schorle gepetzt. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Gretel ist konfus. Ich finde es auch so schön, dass wir hier im Nichts einfach kämpfen. Einfach auf seiner schwarze Ebene, die trotzdem begehbar ist. Komm schon. Zaubersperre Level 7. Komm runter, zeig dich. So. So können wir den Kerl nämlich wenigstens noch so attackieren. Ich finde es auch echt schön, wenn er jetzt nochmal runterkäme. Ich hätte nämlich noch so Stufe 7 Attacke, um die Schnauze zu fahren. Ja, Gewittererleid. Achtung, jetzt kommt er nochmal. Ja, zumindest hat er mich nicht bewusstlos geschlagen. Komm schon. Ich finde es auch blöd, dass ich aufgeladen nicht in das Menü rein kann. Zum A-Wähler von Zauber und so. Komm schon wieder. Oh, jetzt komm schon runter, du Feigling. Bei mir zieht er nur Ends ab. Komm schon. Komm endlich wieder runter, du feiges Huhn. Nein! Oh, und davor habe ich die ganze Zeit die Scheiße jetzt geladen. Oh, Mann. Manchmal ist es so frustrierend. Helga, schmeiß mal ein Vesuvio noch. Der hat sich gerade gut genug an uns alle bedient, denke ich. Deswegen sollte man so ein bisschen schade wenigstens noch machen. Also, noch einmal. Sehr schön. Okay, jetzt hupst er wieder rum, wie Narischinkel. Und Helgas Zauberlevel ist gestiegen. Vesuvio erreicht Level 4. Eventuell reißen wir jetzt auch ein bisschen mehr Schade hier. Ah, sehr gut. Ausgezeichnet. Perfekt.
Wunderbar. Knödeldödeldödeldödeldödel. Und weiter geht's. Keinen Orb. Ich würde aber sagen, ich gehe jetzt nochmal zurück, das Ganze. Warte mal. Weil die Mana-Festung hat ja anscheinend auch wieder diverse Gegner-Typen, die sie uns entgegenwirft. Das heißt, obwohl es jetzt hier keinen Orb gegeben hat, hat es eigentlich hier schon einer gegeben. Und den Klauer-Orb haben wir interessanterweise halt mal nicht von einem Endboss gekriegt oder von so einem Zwischenboss gekriegt, sondern wir haben den Klauer-Orb tatsächlich von einem stinknormalen Gegner gekriegt. Trotz allem ist es etwas, was unserer Klaue jetzt Level 9 ermöglicht. Und das ist so ziemlich das Härteste, was wir kriegen können. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zurück. Oh Mann. Und die sind auch zu blöd, um aus dem Bus zu winken hier, die Weiber. Mann, diese NSCs, ohne Scheiß. Also es hat jetzt nichts mit Mädler generell zu tun oder mit Frauen generell zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, dass die NSCs hier so saudumm sind. Und ja, wie gesagt, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen wieder zurück. Blöde Satanswimper. Und lassen uns hier wieder unseren Klauer auf Level 9 verpassen. Weil mächtiger geht das Ding dann nicht mehr. Dann haben wir einfach zumindest schon mal auf absolut höchstem Level. Weil für die Endbosse, für den Mana-Drache und so, können wir es auf jeden Fall gebrauchen. Deswegen erstmal wieder zurück. Und ich würde sagen, wir fangen dann in der nächsten Episode auch direkt halt bei dem Ort an, wo wir den Qualenfürst vernichtet haben. Und den Rückweg muss ich dir jetzt nicht nochmal extra zeigen, finde ich. Deswegen würde ich einfach sagen, ich gehe jetzt nochmal den Weg zurück und motz mich auf. Und der Rest, ja, der Rückweg, den spiele ich dann nochmal so. Das sind immer hier ein paar wertvolle Minuten, die müssen wir jetzt nicht vergeuden, indem ich nochmal euch zeige, wie ich zurückgurk. Also, das muss echt nicht sein. So, dann mache ich hier. Und das ist das letzte Mal, dass ich hier die Peitsche wieder brauche. Jetzt bin ich gerade wieder zurück. Ihr Lights kommt hier nachher. Und rein. Und hier brauche ich wieder meine Lufti-Trommel. Auf und davon. Und dann brauche ich nur noch ein Dörfchen, wo ich auch nochmal speichern kann. Oh, mit auf dem Meer. Hui, die hat uns aber weit getragen hier, die Mana-Festung. Moment, am besten zu der Goldküste. Das wäre mir immer noch am liebsten, um ehrlich zu sein. Moment. Wo ist denn die Goldküste? Hier irgendwo muss es doch sein. Zur Not geht auch El-Oasis. Komm, ist eigentlich egal wo, aber interessanterweise, immer wenn ich die Goldküste suche, finde ich sie nicht. Es hätte mich mal interessieren, wann ich da mal zufällig über die Goldküste drüber stolper. Mann. Okay. Sehr schön, die Mucke. Ich mag die. Das ist eigentlich, glaube ich, das beste Lied an Secret of Mana überhaupt. Greifenklaue wird jetzt zu Drachenklaue. Perfekt. Ah ne, doch noch nicht auf Level 9. Halte mal die Gaula. Ich muss gerade mal gucken. 6, 7 oder 8. Egal. So. Genau, auf 7 war es vorher und jetzt dürfte es auf Level 8 sein. Jetzt müsste bis Level 8 machbar sein. Zum Händler mag ich trotzdem auch nochmal gehen. Weil Walnuss habe ich auch wieder verdattelt. Deswegen, zack. Walnuss. Damit ich auch immer frisch beisammen bleibe. Ein Lebenswasser. Das Lebenswasser ist dann der richtig harte Riesling. Wenn das Kraftwasser schon die Rieslingsschorle ist, da ist das Lebenswasser der richtig gute Stoff. Aus dem Stoff im A-Zug, den ich mal sage. Alle Haupt 50 Goldstücke wieder. Jetzt wird eine Runde geratzt und gespeichert.
Aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus mit unserer Ausrüstung. Ich denke schon, Mana-Festung wird recht gut machbar sein. Und natürlich will ich den Spielstand speichern. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, ich mache hier meinen Cut. Wir sehen uns dann morgen wieder und nicht wundere, ich fange dann direkt da an, wo wir gegen den Qualenfürst aufgehört haben, wie gesagt. Weil der Rückweg muss ich jetzt nicht nochmal ausspielen, das sind einfach nur wertvolle vergeudete Minuten. Also wir sehen uns morgen dann wieder in der Mana-Festung. Also machen's gut und bis morgen dann. Ian Yankee.